Onse Jeschicht. Dit is de Geschichte van de Oudkolonie Mennonieten, die in de 1920 jaren van Canada naar Mexico ansiedelden. En van deze afschnitt vertelt George Rampel, de schrijver van deze Geschichte, meer van de ontwikkelingen van die wat er teruggekomen zijn van Mexico en nu hier in Ontario wonen. Hauptsächlich ist die Rede von der IMC-Kirche. Je hören dit aan de Berichtradio CHPD 107.7 FM in Elmer, Ontario. Ik zie Hen Rampel en ik wens je een gouden ontvang. Onse Jeschicht Nummer 72. Ditmal vertellen wir uns noch weiter mehr von dem Entstehen von den vielen verschiedenen Kirchen oder Gemeinden manche von Lateinamerika zurückgekommenen Mennoniten in Süd-Ontario. Letztes Mal hat wir noch gerade gesagt, dass wir von dem Entstehen von IMC-Kirchen in Süd-Ontario was vertellen wollen und dass ich nicht gut genug damit bekannt wäre, um viel davon vertellen zu können. Aber ich glaube, das kam ungefähr so. Einer von den ersten oldkolonisch gewählten Predigers in Süd-Ontario, Prediger Heinrich Peters, hält eine Zeit lang gottesdienstliche Versammlungen an einer kleinen Kirche an der Lakeshore Road, nicht weit auf von Elmer. Etliche von Heinrich Peters ihre Kinder und etliche andere Familien kamen in diese Kirche zu den Sonntagmorgen-Gottesdiensten. Die Sommerfelder Prediger Peter Dick und seine Familie haben auch all die Sommerfelder Kirche verlassen und kamen auch zu den Gottesdiensten in diese Kirche. Und dann, im Winter von 1976-77, wurden die gewesene oldkolonische Prediger Heinrich Peters und der gewesene Sommerfeldsche Prediger Peter Dick damit bekannt, dass ein IMC-Prediger, Prediger Cornelius F. und Anna Dick von Manitoba in London, Ontario wären und dort versuchten, eine IMC-Kirche zu planten. Und dann fuhren Heinrich Peters und Peter Dick nach Cornelius Dick in London an und sehen an ungefähr so. Die sollen vielleicht lieber nach der Elmer-Gegend ankommen und dort mit uns Top eine IMC-Kirche planten. Cornelius F. Dicken kamen nach der Elmer-Gegend an und sagten die Möglichkeiten dort, eine IMC-Kirche mit mennonitischen Familien von Mexiko anfangen zu können. Und dat wir nach Februar 1977 dann hatten IMC-Prediger Cornelius Dick, die gewesene Oldkolonie Prediger Heinrich Peters und die gewesene Sommerfelder Prediger Peter Dick dort vor sich gemerkt, dass ihre kleine Kirche eine IMC-Kirche worden wird an der Lakeshore Road. All am 6. Februar 1977 fangen sie die erste IMC-Kirche oder Gemeinde an mit 15 Gliedern. Sie nannten ihre Gemeinde Lakeview Fellowship Church. Überall im April 1977 hat diese neue Gruppe IMC'er in Mount Salem, Ontario, ein leerstehendes Schulgebiet gekauft, wo sie sich als eine Kirche einrichten. Und am 30. April 1977 hielten sie ihren Gottesdienst in diesem gewesenen Schulgebiet und sehen dort aus ihrer Kirche an. Und dann änderten sie ihren Kirchennamen nach Mount Salem IMC Church of Ontario. Und damit wir in Mount Salem die erste IMC-Kirche mank Oldkolonie von Mexiko in Süd-Ontario gegründet worden. Die kleine alte Kirche an Lakeshore Road wird den Mennoniten mit dieser Bedingung geschenkt worden, dass sie die, wenn sie die erst nicht mehr als Kirche brauchen wollen, aufbrechen und abräumen sollen. Als sie ihr Mount Salem Schulgebiet als Kirche angereicht haben, dann brüchen und räumten sie dort alle Kirchengebiet ab. Aber sie hielten diese Kirche ihre alle Kirchenbänke noch lang und brachten die in ihre Mount Salem Kirche. Cornelius Dick wird die Mount Salem IMC Kirche ihr erster Prediger oder Pastor. Heinrich Peters wird noch etliche Jahre ihr Gehilfsprediger. In den 1970er Jahren hielten nicht alle, aber viele von den verschiedenen sogenannten mehr progressiven mennonitischen Konferenzkirchen ihre Leiter dort dafür, dass oldkolonische und sommerfeldsche Gemeindenglieder in Mexiko nicht wirklich bekehrte oder gläubige Menschen wären. Damit wären auch einige IMC-Prediger und auch Prediger Cornelius F. Dick.
En met zo'n Vereingenommenheit kann man eine mangelhafte oder flache Erkenntnis von Gottes wundervollem Erlösungsplan, den er durch seinen Sohn Jesus Christus durchgeführt hat, leicht verwechseln mit einem überhaupt keinen Glauben an Jesus Christus gehabt zu haben, als der Mensch sich deipen gelassen hat. Und da werden sie Prediger Cornelius auf dich, wenn er Mennoniten von Mexiko und der Elmer umgehend überreden will, dass sie sollen wel een Port von der IMC-Gemeinde in Montselm worden, dass sie sich eigentlich noch einmal deipen lassen sollen. Aber alle Ölkolnische und Sommerfelsche Doopkandidaten wordt, eer zij gedeipt worden, deze Frau gefragt. Glaube je dort von ganzem Herzen, dass Jesus Christus der Welt Heiland und auch jün persönlicher Heiland ist. Und alle Kandidaten beantworten diese Frau mit einem Ja. Und ich glaube, wo die Eltern, die Kandidaten ihre Zeit und die Ooms ihre Arbeit an die Doopkandidaten noch besten Familien getan haben, da verstehen die meisten Kinder wenigstens einigermaßen, was sie mit ihrem Ja sagen zu dieser Frau gesagt haben. Aber einer von den Männern, wo sich von Prediger Cornelius auf dich noch ein zweites Mal hat deipen gelassen, hat mir mal gesagt, dass er in Mexiko mal nichts von dem ganzen Jugendunrecht verstanden oder vernommen hat, als er dort Unrecht ging und gedeipt wird. Und dass er dort nichts rangegeben hat. Er hat sich bloß befreien gewollt. Und weil er wisst, seht er, dass er dort erst gedeipt worden muss, hat er alles mitgemerkt, bloß dort, dass er sich befreien kann. Alles hat für ihn nichts zu bedeuten gehabt. Und wenn dort wirklich so entjeft, dass ein Mensch sich so kalt und so anweitend kann deipen gelassen haben, dann würde ich dort verstehen können, dass man wenn er sich mit einmal zu sein kriegt und sich bekehrt, dann sagen würde, dass er sich vielleicht noch einmal deipen lassen soll. Ich weiß, viele von unseren jugendlichen Personen verstanden, wenn sie gedeipt worden wollen, sehr wenig von den Jugendunrecht. Besonders wenn Schullehrer an keinmal geholfen hat zu verstehen, was sie an der Schule lesen. Oder auch wenn ihre Eltern keinmal viel was daran gegeben haben, ob sie nur ihre Schuljahren überhaupt was lesen und verstanden oder ob sie was von der Predigt verstanden haben, wenn sie in die Kirche gewesen wären. Und viele Jugendliche wollen gedeipt worden, bloß weil sie sich befreien wollen. Aber vielmals werden sie, während sie im Unrecht wären, doch fragend, willst du jetzt an und Gewissen in Rede. Einer von meinen Jugendkameraden, wo fast jeder Abend noch anskam, der wird auch sehr fragend an seine Jugendunrechtszeit. Er hat mit einmal viel Fragen über was er an der Artikellehren nicht gut hat verstanden gekonnt, wo er Sonntag gehört hat. Des Jugendkamerad will auch gedeipt worden, bloß wie sie sich befreien will. Aber der Heilige Geist redet am und Gewissenen an, sodass er während den Jugendunrecht doch zu deipere Erkenntnis kommen kann. Dass er wenigstens einigermaßen begreifen und annehmen kann, dass Jesus Christus auch für seine Sünden schuld gestorben wäre. Und was er damit sieht, wenn er Ja sieht zu dem Prediger seiner Frau, als er die Doopkandidaten fragt. Glaubst du dort, dass Jesus Christus der Welt Heiland ist und dass er auch dein persönlicher Heiland ist? Also ich glaube doch, wenn viele von uns damals auch, als wir zu der Doop reingemerkt waren, nicht sehr tiefe Erkenntnis gehabt haben von Gottes wundervollem biblischen Erlösungsplan, dass wie weit die meisten von uns dabei aber doch zu der Erkenntnis gekommen sind, dass wir durch Jesus Christus in Leiden und Sterben am Kreuz auf Golgatha Sündenvergebung haben können und auch angenommen haben, ehe wir uns deipen leiten. Denn wir haben ja als Kinder den Katechismus auswendig gelehrt und bei seinem Jugendunrecht ging der Prediger die Fragen und Antworten an dem Katechismus mit den Doopkandidaten ganz durch und erklärt noch bestem Familien, was der Katechismus von Buße, Bekehrung, Sündenvergebung und Doop zu sagen hat. Ein anderer Wort von Buße, Bekehrung und Sündenvergebung wird an unseren Kirchen einigermaßen klar gepredigt. Aber von der Heilsgewissheit, von wo dort Wort Gottes auch sagt, dass wir die haben können,
wann wir aufrichtig durch Buße und Glauben auf Gottes wundervollen Erlösungsplan angegangen sind, die wird an unserer Kirche nicht gelehrt. Und wie eine Person, wo eine aufrichtig Buße gedonen und Sündenvergebung erfahren und sich darauf an Jesus seinen Namen deipen gelassen hat, dadurch aber nicht Heilsgewissheit gefunden hat, da kann die geistliche Seelsorger leicht auch dort nicht Heilsgewissheit haben, mit nicht bekehrt sein verwechseln. Und dort ist vielmals so passiert. Nicht nur durch Prediger Cornelius auf Dick seine Arbeit, aber auch durch viele andere sogenannte, mehr lichthabende geistliche Arbeiter von den verschiedenen mennonitischen Konferenzen, manch uns Oldkolonier. Und dort dann so zu stempeln, als von kein Oldkolonier oder Sommerfelder wirklich bekehrt oder gläubig ist, dort hat an viele erwiderte Familien sehr viel und sehr schwere Gefälle verursacht. Bei uns Oldkolonier in Mexiko sehen uns und Eltern meistens, dass man dort nicht weiten kann, ob man wird selig sterben können. Aber in unserem Katechismus, zu der Frau, was ist die wahre Glauben, sagt Hebräer 11, Vers 1 so. Der Glauben ist eine gewisse Zuversicht von dort, was man hofft, und ein Nicht-Zweifeln an dort, was man nicht sieht. In dieser Frau in Antwort haben wir alle auswendig gelehrt. Und in unserem Gesangbuch singen wir das Lied Jesus lebt, mit Amok echt. Dort, wo sind nu deine Schrecken? Hij lebt und wird auch mich von der Todes auferwecken. Hij verklärt mich an sein Licht, dit ist meine Zuversicht. Und beid, das Vers in Hebräer und das Lied in unserem Gesangbuch reden von dem bekehrten Mensch seine lebende Hoffnung, dort sein Erlöser am sicher durch das Leben und das ewige Leben hinführen wird. Beide reden davon, dass der Christ die Zuversicht hat, dass Jesus Christus den Gläubigen bei ihm im Himmel abnehmen wird. Dass dort so ist, wenn Jesus in Johannes 10, Vers 28 und 29 sagt, ich gebe an das ewige Leben, und keiner wird die aus meiner Hand raustreten. Der Vater, der mir die gegeben hat, ist greater als alle, und keiner kann die aus meinem Vater seine Hand raustreten. Was ist die Definierung von dem Wort Zuversicht? Zuversicht meint ein ganz entschiedenes damit rechnen. Und willst das Wort Zuversicht in der Antwort am Katechismus, was ist der wahre Glauben, und auch an dem Lied 592 in unserem Gesangbuch ein von jeder Fall steht, ist das manchmal gar nicht schwer, einem Menschen, der sich bekehrt hat, aber dabei nicht zur Heilsgewissheit gekommen ist, oder dass er sich seine Seligkeit sicher sein kann, dort helfen zu verstehen, dass das so ist, als uns Katechismus, Hebräer 11, Vers 1, in Johannes 10, Vers 28 und 29 dort wirklich so sagen, dass der aufrichtig bekehrte Mensch sich seine Seligkeit sicher sein kann. Ich habe dort bei meiner Arbeit in Ontario einmal so erfahren. Einmal sieht eine Person mich so. Wir fuhren mit unseren Nachbarn ein paar Mal mit nach ihrer Kirche zu ihren Abendversammlungen. Und da sieht der Prediger, dass der Mensch dort weiten muss, ob er, wenn das mit ihm zum Sterben kommt, oder kommen wird selig sterben können. Und dort sieht sie, diese Person, geht je gar nicht zu weiten. Oder geht dort, frug sie. Und ich frug diese Person, was lebst du? Geht dort zu weiten oder geht dort nicht zu weiten? Und sie sieht, unsere Eltern haben immer gesagt, dort geht nicht zu weiten. Und dann frug ich was sagst du zu dieser Frau, wenn der Schullehrer die frug? Wo haben du und ich diese Frau in unserem Katechismus beantwortet, wenn uns Schullehrer uns frug, was ist der wahre Glauben? Und dann dachte diese Person ein bisschen nach, und dann dachte dort bei ihr ab. Sie kickt mich an und sagt, das ist ja doch so. Diese Antwort sagt ja wirklich, dass das so ist. Dass der Mensch zuversichtlich damit rechnen kann, dass er wird selig sterben können, wenn das mit ihm oder er dahin kommen wird. Warum hat man uns dort dann keinmal deutlich gemerkt, was diese Antwort sagt? Frug sie. Diese und viele andere Versen im Wort Gottes
en in unserem Katechismus können wir Brücken, um so eine Menschen helfen zu verstehen, dort, wenn sie sich aufrichtig zu Jesus Christus bekehrt haben, dann haben sie ewiges Leben, so ist der ganz alt gewordene Apostel Johannes dort an 1. Johannes all eber und eber gesagt hat, und dann in Kapitel 4, Vers 12 noch ein letztes Mal sagt, wer den Sinn Gottes hat, der hat das Leben, wer den Sinn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und nicht erst eine größere Freiheit, als wenn man eine Person hat helfen gekonnt, das am Glauben pfoten und annehmen zu können. No predja Cornelius auf dich wären noch andere Manitoba IMC predjas für kurze Zeit Pastoren an der Mansalem IMC Church. Aber dann von 1981 bis 1986 war Menno Kreker der Mansalem IMC Church ihr Pastor. Menno und Dorothy Kreker haben ihre Wirtschaft an Rosenort, Manitoba. Und Menno Kreker seine Leitung war dort Kirchengebiet 1986 Ratergebiet, weil es dort zu klein geworden wäre für alle Menschen, wenn er dort zu den Sonntagsschulen und gottesdienstlichen Versammlungen kamen. Wilbert und Hilda Friesen dienten der Mount Salem IMC Church als Pastor vor von 1989 bis 1999. Will Ernst, ein Sohn von dem gewesenen oldkolonischen Ältesten Cornelius Ernst, als Gehilfsprediger in Mount Salem IMC Church. Die Mount Salem IMC Privatschule in Mount Salem, Ontario. Im Jahr 1987 fängt die Mount Salem IMC Church mit einer Privatschule an. Am Anfang hat diese Schule bei 30 Schüler. Von der 2004 erholen 160 Kinder ihren Unterricht an dieser Privatschule, von Kindergarten bis Grad 12. Bitte der englische Sprachwort auch noch in Französisch Unterricht und in den Hochschulklassen auch noch in Spanisch. Die Schule hat 11 Schullehrer. Lang war das immer so, dass, wenn so eine oldkolonische Familie von Mexiko noch die Elmer umgehend in Süd-Ontario heimtrocken, wohnen in Mexiko entweder nur die Kleingemeinde übergegangen wären oder wenigstens all mit Kleingemeinde Gemeinschaft gepflegt haben, dann wurden sie meistens Port von der Elmer IMC Church. Aber als das in Süd-Ontario erst auch eine IMC Church gibt, dann werden mehr und mehr von so einer nie angekommenen Familien, die in Mexiko all mit Kleingemeinden verbunden gewesen wären, fort von dem Mount Salem IMC Church. Hier brechen wir für das Mal weiter auf. Nächstes Mal vertellen wir dann noch weiter mehr von dem Entstehen von den vielen verschiedenen Kirchen oder Gemeinden, manche von Lateinamerika zurückgekommene Mennoniten in Süd-Ontario. Was nächstes Mal? Ich sehe George Rempel.